Okay, Freunde, nach den letzten Folgen, die doch ein bisschen actionreich waren und wir auch ein bisschen vom Pech verfolgt wurden mit den Trefferquoten und so. Ich meine, wie oft habe ich in den letzten 2 Folgen, glaube ich, so oft getroffen. Das sind Teil mit 97% Trefferquote und so. Richtig übel. In der Folge eben noch ein bisschen gucken, ein bisschen Gespräche, zurück ins Hauptquartier. Diesen jenes machen, einfach die Dinge, die halt für Fire Emblem typisch sind. Und ich habe mich nochmal ein bisschen, warte mal, ich mache es jetzt anders, ich gehe jetzt überall mal ein bisschen durch und hole jetzt mal die Glitzerdinger. Ich habe mich kurz einmal offscreen informiert über die letzten Fire Emblem Teile. Weil ich ja vorhin fast schon ein bisschen Monolog gehalten habe, von wegen, oh ja, das Fire Emblem Teil und der kam und so. Weil ja die Rede davon war, dass es hier in diesem Reich noch einen Ring geben soll. Oder ein Emblem, besser gesagt, war. Den natürlich holen werden. Und die Rede war ja von irgendwie... also im Englischen zumindest von Dawn war die Rede. Und dementsprechend kann es eigentlich tatsächlich nur der Ring von Micaiah sein aus Radiant Dawn. Weil es halt der einzige Ring ist, der jetzt hier in der Konstellation passen würde. Weil man ja auch die Rede von Frau, glaube ich, richtig habe. Ja, das war, glaube ich, Licht, oder? Light Dawning und sowas. Das würde perfekt zu Micaiah passen, zu den anderen Frauen noch in den restlichen Fire Emblem Teilen. Ja, wir hätten noch Lin, sage ich jetzt mal, aus Fire Emblem. Ich weiß nicht mal wieder, was glaube ich im Japanischen. The Blazing Blade. The Blazing Sword. A word, please. Naja, auf jeden Fall halt der Nachfolger von dem Teil mit Roy. Also wird rein vom Titel und so, würde es keinen Sinn machen, wenn es Lin wäre. Und der andere beim Fire Emblem The Sacred Stones. Da macht es irgendwie auch nicht so Sinn, da habe ich auch erwähnt, der eine war ja... das müsste das Spiel von Erika und Ephraim sein, und Ephraim, je nachdem wie man es ausspricht natürlich. Erika und Ephraim. Und auch dort würde es keinen Sinn machen, rein vom Titel her. Aber bisher hatten die Embleme eher eine Andeutung, sage ich jetzt mal, an die Titel der Spiele. Und an das, was überhaupt der jeweilige Charakter repräsentiert. Deswegen glaube ich schon, es müsste eigentlich Micaiah sein. Da freue ich mich sehr darauf. Vielleicht ist es sogar schon ein kleiner, naja, wie soll ich sagen, eine kleine Preview darauf, was uns in Fire Emblem in den nächsten Jahren noch so erwarten wird, weil ich ja eigentlich auch mal vorhabe, den ersten Teil noch zu spielen. Oh my. Und Radiant Dawn als Nachfolger, also Path of Radiance, ist natürlich heiß diskutiert vor allem. Oder schon länger ein bisschen zocken, dann kam zwischenzeitlich was anderes dazwischen. Zum Teil auch die Technik und so weiter und so fort. Jetzt hätte er zurzeit die Möglichkeit, aber ja, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, war mit neuen Spielen und so. Ich mache Zeit zusammen, gerade dann ältere Spiele zu zocken. Aber Bock hätte ich eigentlich definitiv. Divine One. So. Erst mit der Mutter. Ich bin noch nicht so sicher, ob wirklich unsere Mutter hier vom Divine Dragon wirklich schon komplett tot sein soll und so. Wir haben auch viel, also Ingame-Technik hat viel zu wenig von ihr erfahren und so, da muss noch mehr kommen. Eine Wiedererweckung können wir durchaus vorstellen, wenn wir Pech haben natürlich in eine Wiedererweckung vom Feind her. Aber warum soll er sie überhaupt erwecken? Also insofern eigentlich auch Quatsch. Wir werden ja sehen. Wohin Somniel? Ich habe ganz kurze Weltkarte mal gucken. Wir werden natürlich das nächste Kapitel erst auch in der nächsten Folge anstoßen. Hey there. You're the Divine Dragon, right? Got a second to talk? Who might you be? Me? I'm a blacksmith. You can call me Kelne. And I am Pinet, a clothier. Pleased to meet you. I'll cut right to it. Our friend Durton wrote us and said he opened a shop at your base. And, well, we'd like to go there too. We'll be a real help. I can strengthen your weapons. My clothes and accessories won't win you any battles, but they will catch eyes and turn heads. If Durton vouches for you, that's good enough for me. Please, come along to the Somniel. Really? That's great. You'll be glad to have us around, I promise. Indeed. Thank you, Divine One.
Wir laden aber auch jeden ein, wa? Okay, I think I lost him. Really? You sure about that, darling? You're shaking like a leaf. I take it you failed to obtain the ring. Apologies, ma'am. Those guys were tougher than they looked. But I can tell you things. Stuff that'll help you track it down. Like the fact that Princess Saline ran off with it. The Divine Dragon has it now. Pretty good info, right? What do you say? How about we call it even this time round? I won't let you down again. Oh, how naive you are. After you fail me once, there is no second chance. No! Please don't kill me! Please don't kill me! I am sorry, my lady. Apologies for the mess. And our failure to acquire the ring. Oha, die ist die Anführerin? I was expecting to get at least one. At least now we know that Lumera is dead. Yes, but there's another divine dragon to take her place. I can't believe that beast had a child. It does explain why she was so willing to sacrifice her life. What should we do? The battle at Lethos Castle took its toll. We're in no shape for another confrontation. We'd best lie low for a spell. Leave them be, for now. Understood. Nicht schön. Bandgespräche, jetzt verfügbar. Wo geht's denn da hin? Sidequest? Sidequest, ja, geil. Kapitel 6 Bergsiedlung. Nee, das dauert leider noch ein bisschen, Freunde. Nebenquest Dorf der Teerpferde. Das werden wir demnächst machen, keine Sorge. Aber erstmal Schnellreise und zwar geht's nach Somniel zurück. Ja, muss sein. Nämlich in der Folge ein bisschen darum kümmern. Bande. Wenn ein Bandlevel zwischen dem Leben besondere Bandgespräche frei. Nachher müssen wir noch weiter erhöhen. Okay. Marv, was ist los? It is good that we can talk after I spent so long silently watching over you. I know what you mean. I'm really glad to have you at my side, supporting me in person. Oh Mann, ich muss echt mal... In Fire Emblem Spielen ist halt so schade. Ich meine, es gibt so viele geile Fire Emblem Spiele oder auch Remakes, die es noch gar nicht nach irgendwie Europa geschafft haben oder irgendwie auch nicht mal auf Englisch gibt und so. Das müsste man eigentlich mal noch... ja... Ich wollte sagen, beheben. Oder halt ändern. Vor allem durch die Remakes der, also mein Remake vom zweiten Teil haben wir gezockt, das war ja Shadows of Valencia. Ich rede eigentlich eher so Remake vom ersten Teil und aber vom dritten Teil. That's true. Okay. You're so adorable when you sleep, Divine One. Huh? Oh, good morning. Did I wake you? Were you watching me sleep? Yes. Sorry about... You should just leave me be if I... It's unnerving to wake up. Oh, I never meant to do that. But you slept for 1,000. Your sleeping form is so heavy. I get that, but I still must... Oh, no. But I have a compromise. If I'm always there when you wake up, all we'd have to do is set up an extra bed for me and your chick. Nope. Oh, dear. Schade. Dabei wäre es mir eigentlich sympathisch, aber eben, hier gibt es gar keine Rang S-Gespräche. Rang S-Stufe.
Wäre auch ein bisschen schwierig, weil Rang S wäre eigentlich dazu da, dass man irgendwie dann auch Nachwuchs zeugt. Was je nach Spielen, vor allem auch bei Awakening und... Ja, vor allem bei Awakening, bei Fate ja auch weniger Sinn gegeben. Bei Free Houses, naja. Bei Awakening hat es echt Sinn gegeben. Gemacht, besser gesagt. Warte mal, da muss noch einer sein. Die ganzen Items hier, ja... Die ich immer alle holen soll, weiß ich nicht. Huch. Ah, Amiibo. Okay. Könnte ich Marv einscannen oder was? Fire Emblem Amiibo ein. Aber auch später mal. Ich müsste... Also Ike habe ich garantiert. Marv habe ich glaube ich auch irgendwo rumliegen noch. Beziehungsweise rumstehen. Oh. Divine One! You look... Hey! Hey! Look over here! The Divine One! Thank you, Universe, for... Oh, sorry. well, you're not. Oops. Sorry. See, I'm here and... I have a... Yep. Our mission is to support you. That's why I'm here. Huh, but could you maybe not... You bet. Like... 4, 3, 2, 1. Lieblingsdrache, super. Ja, wobei kann ich mich eigentlich auch verwandeln oder so, weil wenn ich schon ein Drache bin, wäre es vielleicht nicht allzu schlecht, wenn ich mich transformieren könnte. Alfred. Der gute alte Alfred. Wo ist er denn? Alfredo. Well then. Nee, das war es gar nicht, was ich eigentlich machen wollte. Bestimmt Kochen des Tages und Speisen mit Freunden. An zweiten Ring wusste ich ja auch nichts, da wusste keiner von uns etwas. Pinwand, Spenden. Ich kann eh nur bei Fire Ring spenden, also wir haben ja eh vor... Sidequests zu machen und vielleicht gibt es dort dann natürlich auch coole Items. Und natürlich auch Bandfragmente, wa? Karte des Somniel. Wir können jetzt noch so viele Dinge tun, oder müssen auch so viele Dinge noch tun. Natürlich auch, wenn es darum geht, die Embleme, ja, Lagerhaus und so, noch ein bisschen was updaten. Warte mal, erstmal hier gucken. Fähigkeiten erben, da war ja was. Oh. Nicht zusätzlichen Kraft, natürlich schade. Die Dinger auch noch freikaufen muss, hey, alter Schwede. Sie bekommen auch generell Ausweichen plus 10, hier haben wir noch Schwertagilität. Ich erb's mal, komm. Bandringe erstellen. Ja, wird schwierig. Sigurd hat mir das eingemacht. Celica Marv. 10 erstellen bei Marv. Da wird ein Spaß, ey. Bei ihr 10 erstellen bringt ihnen auch nichts. Da kommt doch, macht 10 bei Marv. Mal gucken, wer dabei ist. Mary, Katharina, Noble, Tiki.
Das sind, glaube ich, sind das nicht sogar die Spielerporträts eben aus dem Remake? Das damals für Nintendo DS erschienen ist. Ein paar Mal die doppelten war. Ja, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt Doppelte habe? Kann ich die irgendwie verwenden, indem sie also verschmelzen? Bandfragmente 100, Shiba. Aber auch 2 Shida C, damit ich einen Shida B kriege. Ja, ich sage Herr der Ringe. Ich wollte 4 Nabal A-Dinger von Nabal S. Alter Schwede. So, was mich jetzt mal interessieren würde. Bandringe erstellen, Bandringe verschmelzen, Ringe polieren. Nein, noch gut. Genau, kann ich jetzt euch irgendwie andere Ringe zuweisen? Nee, oder? Doch? Lol, wir haben das Ganze nicht gemacht. Ja, super. Und jetzt keine ja, keine Emblemringe, aber immerhin. Gut, also sowas in zwar der Tank jetzt momentan, war. Das wäre mehr Defense, nicht allzu schlecht. Da kriege ich halt noch mit Valba ein bisschen mehr KP. Naja. Mit Arten gebe ich mehr Verteidigung, mehr Stärke. Also erstmal die anderen angucken, wa? Er braucht natürlich vor allem Magie. Müssen wir gar nicht groß darüber diskutieren. Und die angucken. Linde vielleicht mit Geschwindigkeit und Glück. Der ist mit Stärke. Ist nicht unbedingt das, was ich gerade brauche für ihn. Magie, Geschwindigkeit mit Mei. Ja, die gute Mei, ich erinnere mich. Mei oder Linde, wa? Gut, da gehen wir noch Glück dazu. Ich glaube, wir machen es trotzdem mal so. Hübscher Ring. Fram, die natürlich, ja, Magie jetzt nicht so viel, eher Stärke. Weil wir noch keinen Ring haben, der irgendwie verdammt viel mehr Stärke gibt. Behendigkeit, Geschwindigkeit wäre sowas für ein Kritma. Ah, warte mal, ich weiß, wenn ich den gebe. Hey. Bougeron, du kriegst den. Stärke, Behendigkeit, Geschwindigkeit. Bist mal ein bisschen schneller, kannst wieder ein bisschen mehr kritten. Das ist, glaube ich, eine gute Idee bei dir. Arden, so. Luis, bei dir. Wäre natürlich noch einer ein bisschen mehr tankiger ist, natürlich auch nicht schlecht. Warum gibt Katharina eigentlich Verteidigung? War die ein Tank? Weiß ich gar nicht mehr. Haben sie irgendwie ein bisschen neu. Nabal, da war der Schwertmeister, das weiß ich noch. Woher weiß das von Marv überhaupt noch? Hä? Dann habe ich ihn zuletzt mit Nabal zu tun. Ich weiß gar nicht mehr. Da ist er lange her. Lukas, der war zwar auch kein Tank, aber eine Option. Gut, Stärke plus Verteidigung, ja, müssen eigentlich ihn machen, wa? Okay, die ganzen netten Ringe. Sie bauen natürlich auch Speed, natürlich bei ihr ganz wichtig. Steht da, glaube ich, auch ein Pegasus-Ritter, oder? Ich habe sonst noch nicht wirklich einen Crit Master, war im Team. Okay. Dann gebe ich, glaube ich, einen Ring von Nabal A ihr. Bogenschützin. Wobei, warte mal, was mache ich hier? Chloe, Entschuldigung.
Nabal ist zwar nicht schlecht, also du brauchst sicher einen Ring für Speed. Nimm doch lieber Shida. Weil wenn jemand kritten muss, dann natürlich einen Bogenschütze. So, du kriegst den. Okay, dann Framme. Wenn ich schon bei ihr. Mehr KP. Ist ja Quatsch bei ihr. Verteidigung generell wäre nicht schlecht, aber irgendwie das. Gebe ich ihr einen Tiki-Ring für Geschwindigkeit und Glück. Linde, ja, sagst du Gelinde. Ja, Magie, da ist halt bei ihr. Was machen eigentlich sonst noch so auf einer Position? Noch eine Wander. Okay, komm. Dann gebe ich doch. Machen Minerva, wa? Nein, warte mal. Hier. Linde hatten wir. Linde S. Hat schon S-Ringe, krass. Du könntest eigentlich den von Valber nehmen, wa? Oder nimmst du den von Lukas für mehr Defense? Na komm. So. Neue Ringe, Freunde, neue Ringe. Dann, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also, erstmal alle lagern, ne? Erstmal die ganzen Waffen und so lagern, erstmal optimieren. Stahlschwert, Liberation, ja. Fähigkeiten geerbt, Schwertfälligkeit. Heißt es irgendwie, dass er gar keine eigenen Fähigkeiten lernen kann generell, dass er eben halt nur erben kann. Das ist auch noch immer 2 Stück aufs Mal. Irgendwie ein bisschen schräg. Muss ich den gar nicht kriegen. Man muss immer das Heilmittel abwirft. Warum überhaupt? Oder selber ein Heilmittel? Oder sehe ich das ist irgendwie falsch? Maximal KP-Dauer auf um 5. Ja, mit diesen Items bin ich eher noch ein bisschen zurückhaltender. Die Heilmittel kann ich kaufen, nachher neue, komm. Wer 3 Heilmittel hatte, darf es behalten. Die anderen, da kaufe ich nachher mal. Wobei 2 gerade noch cool sind. Soll jetzt so verschwenderisch sein, da habe ich nicht mehr so viel Kohle. Der gute Alfred. Optimieren. Verwalten. Du kannst nach wie vor natürlich nur die Dinger nutzen. Ja, warte mal. Den wollte ich bei dir gar nicht haben, war, aber ich glaube... Leg bei dir mal die Eisenlanze, aber Stahllanze, Langspeer, Leichtlanze. Ja, das bringt es aber schon. Haben wir auch wie die überhaupt die Waffenlevel erhöhen können? Das irgendwie auch automatisch oder erst, wenn sie eine neue Klasse erreicht haben? Ach ja, Fragen über Fragen, Freunde. Also, warte mal. Nein, falsch. Okay. Bougeron. Das mit der Ausrüstung optimieren finde ich gerade ein bisschen creepy, dass das Spiel eigentlich das Richtige macht. Aber irgendwie frage ich mich gerade, woher weiß das Spiel, was er gerade machen wollte. Eine Eisenlanze, eigentlich müssen wir mal eine Stahllanze geben. Da schon Waffenlevel B, von dem her. Optimieren, ja, wem geben wir den Panzerbrecher? Ist ja ein Schwert, eigentlich müsstest du den nehmen. Ja, danke schön, Spiel. Gepanzerte, Liberation, ist nur ein Würmgott. Bei demzufolge auch erst später. Genau, bis momentan der einzige im Team, der Schwert einsetzen kann. Ja gut, Celine, aber ja, das kann man eigentlich so selten. War ein Celica, das ist glaube ich eben deswegen die coole Kombi.
Weil Celica war ja auch ein bisschen schwertmäßig drauf. Zwar eher so mit Donnerschwert und so im Vergleich, aber trotzdem hat es geklappt. Okay. Dass man so weit gemacht hat, was er machen konnte. Ach du Scheiße, die Gespräche. Oh nee. Oh. Okay. Fram! Why are you loafing about? I told you to sort through the offerings. Oops! I completely forgot. Grant me the patience. How do you manage to bungle even the smallest task? This is exactly why I fear for your future. I meant to do it, honest. It just kind of slipped my mind. You know I will not credit that excuse. Forgetting is the same as doing nothing at all. Imagine how disappointed your parents would be if they found out. Fram, I have high expectations for you and your brother. You are my successors, after all. For my peace of mind, and to honor the mother and father who left you in my care, do better. Yes, sir. This is the last time I let you down, Vander. Promise. Very good. Und wie oft hat sie das schon erwähnt? Was? Nein. So. It's about that time, President Clan. I'm all set, President Fram. In that case, I call this meeting of the Divine Dragon Fan Club to order. Woo! Yeah! Ahem. Our first and only agenda item is how to broaden the fan club's reach. President Clan, you have the floor. I think we should do something splashy to drum up people's excitement. Seconded. The only question is... what? I have an idea. How about we spread our message by making pamphlets? I'm listening. See, everyone's heard of the Divine Dragon, but only a few know the person behind the title. You and me? We could tell the world what the Divine One is really like. Yeah, I'm picking up what you're putting down. Oh, how about this? We slap the Divine One's beautiful face on the cover and title it The Divine Dragon, Up Close and Personal. Boom! Inside, we have an interview with every juicy detail folks could possibly want to know. Favorite foods, favorite weapons, hair care routine, shoe size. The raw, uncut story. You don't like it? I love it! That's way less stiff and formal than what I had in mind. Just the sort of brilliant idea I'd expect from you, Madam President. I couldn't have gotten there without your suggestion, Mr. President. All right, let's get working on this pamphlet so we can hand it out all over town. Wait. All over town? Okay, lassen wir mal so gut sein. And how fare you today, Prince Alfred? Thank you ever so much for inviting me. No, that's too stiff. I should try to sound warmer. Is something amiss, Clan? Where did you come from? My apologies. I thought I heard someone mention my prince's name. You heard right. Prince Alfred invited me to work out with him today. But I've never spent time alone with him before, so I'm nervous about saying the wrong thing. A private exercise session for the two of you. That's right. Not a solo or a group session. What could this signify? I don't think it signifies anything. Ah, but pay me no mind. So then you are practicing your greetings to the prince? Yes. I don't want to embarrass myself by being accidentally rude. Maybe you could be my sounding board, Louis. I'll talk to you like you're Prince Alfred, and if anything seems off, you can correct it. A capital idea. When it comes to manners, you have... Ui, ui, die haben manchmal Ideen, ey. So, Etier und Boucheron. Are you ready yet, Boucheron? Ready for what? Ready to tell me what you're mixing into your food to get those... Not this again. That's what you say, yes. But today, I'm going to get... But that is the truth. Muscles come naturally to me. That's the long and the short of it.
still sticking to that story, because I should tell you up front that I've been watching you, Boucheron. You have? And? And I know you don't do anything but fish or read all day after. There I am, working up a sweat. While you, there's no way you can do that and still stay in such. So I assume that whatever you're doing on the sly. All right, listen. Wait, are you using magic? Unbelievable. No, it's nothing like that. I'm done arguing with you about this. People. Good day, it. Right. That's just. Das ist auch ein Duo, hey. Wobei ich ja sagen muss, Boucheron bin ich jetzt nicht so begeistert, was die Fähigkeiten betrifft und so. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet, leider. Bisher noch. Vielleicht ändert sich das immer noch. Aber eben ist ein Schiss davor, weil wir jetzt schon so viele Charaktere haben. Lange schon bei uns aus dem Zuhause, jetzt aus Firen noch aus dem Gebiet und so. Ich meine, oh, Batterieleistung, sehr schön. Man wird noch viel, viel mehr neue Charaktere geben, aber wie soll man nachher dann irgendwie für ein gutes Team entscheiden? Das macht mir ein bisschen Sorge, Freunde. Deswegen brauche ich erstmal ein paar Nüsse. Die guten alten Nüsse. Also die guten alten Cashew-Nüsse. Da ist gar keine Nuss. Aber egal. Wir schweifen ab. So, da unten ist noch ein Item. Batterieleistung lässt nach. Das ist kein Problem. Könnt ihr nachher aufladen. Ich will nachher die Aufnahmesession beenden. Das heißt, wir machen die Sidequest. Plus natürlich das nächste Kapitel. Dann logischerweise die nächste Folge. Ich würde es aber erst mal ganz kurz noch, kurz vor allem, gerne noch schauen, wie es denn so hier aussieht. Well, hey there. Kaufen, solange ich noch ein bisschen was habe. Hat irgendwie was Neues vielleicht schon? Eigentlich wäre erste Stufenletter, so weil es auch mehr Damage macht. Und Crit ja auch macht. Here you go. Feuerflut, den Quatsch haben wir schon. Vor allem, sehe ich gerade, ich habe gar keine neuen Waffen, gar keine auch Stahldinger und so. Was soll denn das jetzt? Take care. Okay. Welcome. Könnte man ein bisschen was verkaufen aus dem Vorrat. Klar, die Engelsruhe verkaufen. Beste Idee ever. Ich mache den KP um 5. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das gebe. Heilung. Ja, noch einen kaufen kann nicht schaden. Dann tue ich noch ein paar Heilmittel. Dass ich ihm nur einzeln kaufen kann, ist auch ein bisschen doof. Do come again. Ja, du come again. Also ich komme again natürlich. Wer braucht noch ein gutes Heilmittel? Alfred, der hat noch einer. Nein, der verkaufen können, egal. So, haben sie Fram. Optimieren. Das erste Stufe blockieren, zweite Stufe Heilung. Er kann sich noch selber heilen mit ihrer Waffe. Muss ich mal gucken. Also deswegen irgendwie immer. Naja. Weil das Heilmittel irgendwie verschwindet. Muss ja so einen Grund haben. Hier geht es um die Klamotten. Huch! Okay. Wow, noch mehr Ringe. Und die Folge zieht sich in die Länge. Haben wir jetzt eigentlich hier noch schon auf der Karte? Arena neu, Boutique neu, Schmiede neu. Ah, die Arena ist jetzt doch offen. Interessant. Thank you. Now, about the boutique.
Ernsthaft? Ach, um Gottes Willen, ey. Be well. Ja, da gucke ich vielleicht zum Schluss, spül's mal rein oder so. Ich bin eigentlich nicht so Fan. Gut. Ja, es kann mitunter schon cool werden, aber man kann sich auch recht schnell drin verlieren. Deswegen, vielleicht gucke ich mal in 2, 3 Kapitel mal nach. Here's how the smithy works. Dann eine Gravur ein Emblem macht auf eine Waffe und mir als Emblem verwendet werden kann. Okay. Ja, und sag mal. Nehmen wir zum Beispiel Liberation. Humor kann damit gar nichts machen, wa? Oh doch. Liberation plus 1 oder plus 2 sogar? Eisen, Stahl veredeln, gerne. Ja, wäre schön, wenn ihr hier direkt sehen könnt, welche Waffen überhaupt man upgraden kann. Zweite Stufe, erste Stufe, okay, ja, generell noch nicht so viel Material, ist irgendwie auch logisch, woher auch? Ja, vor allem die Spezialwaffen wären eigentlich schön, wenn man die irgendwie boosten könnte. Plus 2 Power mehr am Eisenbogen. Ja, vielleicht kann ich bald schon irgendwie den nächsten upgraden, das ist ein bisschen das Problem. Wie braucht er 30 Eisen? Ach du Scheiße. Gravieren, ja, Liberation kann ich mal gravieren hier. Ah, und mehr Wandfragmente. Nein. Da wäre was, wa? Liberation plus 2 plus Marv drauf. Okay, gut. Danke, gut zu wissen. So. Ich weiß, die Folge ist längst vorbei, aber ich will solche Dinge eigentlich ungern auf mehrere Folgen aufteilen. Ich finde das irgendwie immer so doof. Weil eh nicht viel passiert. Stimmt, weil ich habe irgendwie das letzte Mal, gut, wir waren natürlich im Ding drin. Ich würde sagen, wir hatten gar keine Tiere mitgenommen aus dem letzten Kapitel, aber wir auch, waren ja eben im Schloss drin. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen. So, dann sind wir eigentlich schon fast durch, Leute. Die Arena fehlt noch. Also zum Angucken halt. Emblem Celica. Was? Ah, kurz. Da stand irgendwas von wegen, sie kämpfen an der Seite von. War schon vorbei. In der Arena kannst du Verbündete trainieren lassen, um Erfahrung zu sammeln. WTF? Das ist kostenlos oder begrenzt? Okay. Übrig 3 Mal. Wenn wir jetzt mal kurz angucken. I'll be your opponent. I have been waiting for this. You're as strong as I expected. Okay, krass. Dass ich weiß, dass jemand kurz vom Level Up ist, könnte ich eigentlich ihn hier gut noch trainieren. Zum Beispiel auch Celine. Shall we have a cup of tea afterward? I am Boucheron, Royal Knight of Firene. Here. 61 getroffen, ich glaub's auch, ey. You cut me down most effectively.
Schon ein bisschen übel irgendwie. Selin ist zwar jetzt kurz im Level Up, lass ich jetzt mal noch. Eingebaut vor allem klar noch ein bisschen, was ist Level 4. Aber er ist trotzdem so verdammt stark schon für Level 4. A training session with you should be interesting. Na toll, ein Hieb und er ist weg. More experienced warrior, one out. Yum! The lingering taste of victory. Durchaus interessant. Das Emblem, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Marv zusammen oder mit Celica. Wir können einfach mal testen, was passieren würde. Ja, toll, wenn ich erstmal Dinger brauche. Ah, vergiss es. Bandlevel zu erhöhen. Ja, aber er wollte eigentlich bloß. Die sind irgendwie alle so teuer. Bandlevel 6, ja, okay, gut. Lassen wir's. Fürs Erste. Aber trotzdem spannend hier. Huch. Was sind das die Türen hier? Nach Somniel reisen. Okidoki, würde ich auch mal so weit sagen, wenn jetzt nichts mehr ist. Enzyklopädie, machen wir ganz kurz. Ne, ist alles cool. Bände haben wir auch angeguckt, Verbündeten, nichts mehr Besonderes. Die Ringe haben wir auch, plus natürlich eben Welt des Heldenkönigs und so. Der gütigen Prinzessin, des heiligen Ritters. Perfekt. Gut, dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Fire Emblem Engage. Dann machen wir zuerst mal die eine Side-Quest und dann geht es dann weiter mit der Hauptstory. Nachdem wir natürlich die Side-Quest noch freischalten. Wir können gespannt sein. Bis dahin, ciao zusammen.